Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen Talk zum Thema Dortmund, Leipzig und Bundesliga-mäßig. Ich bin beim Taktikfuchs, den ich gerade aufgenommen habe, halt in das Thema so ein bisschen abgeschweift durch einen Kommentar. Und das ist dann doch länger geworden, als ich gedacht habe, so dass es beim Taktikfuchs nicht wirklich hinpasst. Ja, von daher habe ich das abgecuttet und hau euch den Talk jetzt hier dran. Er ist leider mit dem Hintergrund vom Taktikfuchs, aber das soll ja nicht so schlimm sein. Geht ja darum, was ich sage, und von daher hier als kleines Extra-Video. Viel Spaß damit. Noch was in eigener Sache. Und zwar habe ich gestern die Kommentare gemacht und da war ja so das Thema, ja, warum du oder warum ich vor einer Woche gesagt habe, so, wir werden kein Meister, und dann nach dem Hertha-Spiel gesagt habe, ja, jetzt müssen wir aber Meister werden. Ja, das habe ich in dem Kommentar schon beantwortet, möchte ich aber allgemein mal ein bisschen drauf eingehen. Also erstmal zur Erklärung. Ich tippe jedes Spiel in unserem Tippspiel für Dortmund. Ich tippe 34 Spieltage auf Sieg für Dortmund. Das hat einfach was mit meinem Karma und meinem Aberglauben zu tun, wenn ich mal, gut, nicht 34 Spiele gegen uns natürlich nicht, ja, die beiden Spiele nehmen wir raus. Aber ansonsten tippe ich 32 Spiele Sieg Dortmund. Das hat einfach was mit meinem Aberglauben und meinem Karma zu tun. Wenn ich mal einen Unentschieden tippe, in einem schwierigen Spiel für Dortmund oder vielleicht auch mal eine Niederlage, so gegen Leipzig oder sowas, könnte man das ja schon mal tun. Tue ich das, gewinnen die Dortmunder immer, ja. Und wenn ich für Dortmund tippe, passiert das nicht. Ja, das ist einfach, müsst ihr nicht verstehen, ist mein Aberglaube, ist mein Karma, was Fußball betrifft. Von daher ist das so bei mir, ja. Meine Aussagen, dass ich glaube, dass wir kein Meister werden, waren genauso gemeint, wie ich sie gesagt habe. Natürlich spielt der Gedanke da auch ein bisschen eine Rolle, aber das habe ich wirklich so gemeint, weil ich nicht gedacht habe, dass Dortmund in Bochum Punkte lässt. Ja. Und dass wir gegen Hertha gewinnen, ja, das konnte man absehen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein schweres Spiel in Bremen. Und Dortmund hat von den letzten 4 Spielen noch 3 Heimspiele. Ja. Dortmund ist zu Hause eine Macht, da müssen wir nicht drum rumreden. Und wir haben natürlich keine Form. Ja, wir können nicht das Spiel gegen Hertha jetzt als irgendeinen Maßstab nehmen, ja. Und auch da, normalerweise musst du da rausgestürmt kommen, die ersten 20 Minuten, und musst die Hertha auseinandernehmen. Das ist auch nicht passiert, ja. Klar, wir waren geduldig, wir haben nichts zugelassen, aber Hertha hat auch nichts offensiv zustande gekriegt. Aber das jetzt als irgendeinen Maßstab zu nehmen, Leute, machen wir uns nichts vor. Ja, das wird in Bremen schon mal eine ganz andere Hausnummer werden. Klar, vielleicht haben wir ein bisschen Spielglück in Bremen. Das wäre schön, wenn wir so die ersten 20 Minuten oder die erste Viertelstunde überstehen und vielleicht selber irgendwie einen Konter setzen und ein Tor machen, wäre das mega. Aber ansonsten wird das ein heißer Tanz werden für uns in Bremen, ja, und ein ganz, ganz anderes Spiel. Ich denke mal, danach sind wir ein bisschen schlauer. Aber jetzt zu sagen, wir werden jetzt Meister, wir sind durch, natürlich nicht. Das war auch nicht meine Aussage, ja. Meine Aussage war nach dem Spiel, wir haben es wieder in der eigenen Hand und jetzt musst du die 4 Spiele gewinnen. Punkt. Du musst jetzt Meister werden. Ja, du musst als Bayern immer Meister werden. Und ich werde doch den Teufel tun, als FC Bayern-Fan mich dann hier hinsetzen und zu sagen, ja, jetzt haben wir gegen Hertha gewonnen, wir sind 1 Punkt vor Dortmund, ja, aber Meister werden wir jetzt trotzdem nicht. Also was wäre denn das für ein Beispiel, für ein Vorbild? Ja, ich bin ein heißblütiger FC Bayern-Fan, ich habe es auf der Haut stehen, ich habe es im Herzen stehen, im Kopf. Und na klar, wäre es vielleicht, habe ich ja auch gesagt vor einer Woche, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mal nicht Meister werden würden. Ja? Dass einfach noch mehr hinterfragt wird und es mal richtig rappelt im Verein. Ja, natürlich wäre das so. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber mal die andere Seite der Medaille, wenn Dortmund so doof ist und nicht in Bochum gewinnt, ja. Also Leute, ganz ehrlich, dann wird's auch schwer, ja, zu sagen, ja, der Zug ist abgefahren. Er ist ja nämlich eben nicht, ja. Ja, ich weiß, die Dortmunder berufen sich dann, ja, aber der Schiedsrichter hat den Elfmeter nicht gegeben und ja, hat sich danach entschuldigt und bla und so. Haben wir die Saison auch schon oft genug gehabt. Trotzdem müsst ihr in Bochum gewinnen. Punkt. Ja,
Es kann nicht sein, dass ihr euch jetzt als Dortmunder daran hochzieht, dass ihr einen Elfmeter nicht bekommen habt. Und hätte der alte nicht die beiden Spiele vorher irgendwelche Schwalben versucht, ja, von daher ist das, kann man da dann auch mal Schadenfreude haben, ja? Weil der Adeyemi ist nämlich auch ein kleiner Wichser, was das anbetrifft, ne? Hat er vielleicht beim Andi Möller zu viel zugeguckt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das sein privater Coach, wer weiß. Da muss man sich nicht beschweren, dass bei ihm kein Elfmeter gepfiffen wird, ne? Sollte man die Schwalben mal weglassen, denke, dann hätte so ein Schiedsrichter das auch anders gesehen. Also von daher, und alles keine Ausreden, ja? Es sind keine Ausreden, wenn man in 90 Minuten nicht mehr wie ein Tor gegen Bochum schießt. Punkt. Das ist dasselbe wie bei uns. Wir haben genug Spiele, wo wir neben Hoffenheim, wo wir nur ein Tor schießen und so weiter und so fort. Das ist man dann auch selber schuld. Da muss man sich nicht an irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen hochziehen. Was bei uns übrigens auch war mit Hoffenheim. Ja, der Freistoß, wo wir das Gegentor gekriegt haben, war kein Freistoß. Habe ich gar nicht thematisiert, weil daran muss man sich nicht hochziehen heute. Man muss seine eigene Leistung sehen und unsere eigene Leistung war einfach nicht mehr wie ein Tor wert und deswegen haben wir die Punkte liegen lassen. Das finde ich ein bisschen schwach von vielen Dortmundern. Und alle, die darauf rumreiten, habe ich auch in den Kommentaren gehabt. Schaut mal auf die wahretabelle.de. Ja, da sind wir immer noch vor Dortmund. Trotz allen Schiedsrichterentscheidungen. Daran sieht man nämlich auch, was bei uns so dieses Jahr los war. Das mal ein kurzer Recap zu Dortmund. Ja, damit ist die Aussage eigentlich beantwortet. Ja, wie gesagt, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir Meister werden. Ich bin jetzt auch jetzt noch nicht so, der sagt, ja, wir werden jetzt Meister. Nee, da bin ich ganz, ganz weit weg von entfernt, ja. Aber ich setze mich doch jetzt nicht hier hin mit einem Punkt Vorsprung und sage, wir werden kein Meister, ja. Es ist ein spannendes Rennen, es ist alles möglich. Natürlich, viel wird jetzt schon vom Spiel in Bremen abhängen. Sollten wir da gewinnen, wie auch immer, es ist mir am Ende des Tages scheißegal. Dann ist Dortmund extrem unter Zugzwang gegen Wolfsburg zu Hause, ja. Da wird man sehen, weil man sagt ja immer, Dortmund kann mit dem Druck nicht umgehen, das können sie dann halt zeigen. Aber nochmal, zu Hause ist Dortmund eine Macht und Dortmund hat 3 Heimspiele zu Hause, ja, von den letzten 4 Spielen. Also das ist schon ein großer Vorteil, wie ich finde. Dafür können wir vorlegen. Das Vorlegen ist aber auch nur ein Vorteil, solange wir vorne stehen. Ja. Ansonsten ist es eher ein Nachteil. Von daher, alles ist möglich bis zum letzten Spieltag, wenn Dortmund alle Spiele gewinnt, wenn wir alle Spiele gewinnen. Ja, und das ist doch schön. Ne? So, aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass ich die eine Woche sage, so, wir werden kein Meister und dann sage, wir müssen jetzt Meister werden. Ja, klar musst du Meister werden, wenn du 1 Punkt 4 Spieltage vor Dortmund bist. Punkt, wir sind der FC Bayern, wir sind nicht Duffertshausen. Ja, wir haben den Anspruch und den muss man dann auch klar kommunizieren. Dass Dortmund uns die Tür nochmal so aufgemacht hat, habe ich nicht gedacht. Also für mich war klar, Dortmund gewinnt in Bochum, wir gewinnen gegen Hertha und dann wird es schwer, weil wir vorlegen müssen, ja, mit 1 Punkt Rückstand. Und in Bremen ist schon ein hartes Ding, dann haben wir noch Leipzig, wenn auch zu Hause, was auch kein leichtes Spiel ist. Und wir hätten jedes Mal vorlegen müssen. Jedes Mal und wären mit 1 Punkt hinten, ja, was super schwierig ist. Das war meine Gedanken, das war meine Aussage dazu. Und ja, wenn wir uns unsere Mannschaft angucken, wir werden das Spielglück brauchen in Bremen. Machen wir uns nichts vor. Ja, unsere Mannschaft hat eine scheiß Form im Moment. Ja, wir haben gegen Hertha 2-0 gewonnen. Guckt euch aber auch an, wie das zustande gekommen ist. Das war jetzt kein Spiel, jawohl, wir waren zu 100% da und alles hat geklappt und so. Hertha war super harmlos. Ja, das kann man absolut nicht vergleichen. Wir werden jetzt gegen Bremen ein anderes Spiel sehen. Ich denke, das könnte schon Maßstab werden. Ist aber dann auch immer noch kein Maßstab für das Spiel gegen Leipzig, was kommen wird. Ja? Auch das Spiel in Köln könnte am letzten Spieltag noch richtig Kasala geben. Ja, und dann spielen wir noch gegen Schalke. Schalke steht mit dem Rücken zur Wand. Die werden auch rennen, beißen, kratzen, alles. Alles das, was Hertha nicht getan hat. Das sind alles keine leichten Spiele, die wir haben. Ja, und ja, vielleicht war das jetzt ein Stepper, weil wir 3 Tage frei hatten. Wir haben gegen Hertha gewonnen. War nicht alles gut, egal. Wir haben 2-0 gewonnen. Fertig, Arschlecken. Vielleicht gibt das dem einen oder anderen ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, wir werden das Spielglück brauchen gegen Bremen. Wir brauchen das erste Tor definitiv. Und danach müssen wir dann auch am Ball bleiben. Ja, das war ja auch unser Problem in den letzten Wochen und fast schon Monaten.
dass wir es da nicht zu Ende gespielt haben. Wir werden sehen. Ja, ich kann euch nicht sagen, wer Meister wird. Wie auch bei einem Punkt. Und der schlechten Form, die wir einfach haben. Ja, auch diese Unkonstanz, die wir einfach haben. Und dazu jetzt Dortmund, die anscheinend mit dem Druck nicht klarkommen. Ja, was ich persönlich nicht gedacht hatte. Deswegen diese Aussagen vor einer Woche, weil Dortmund halt auch super konstant war in der Rückrunde. Ja, super stark. Ja, nicht immer die tollen Hurra-Siege, nicht immer irgendwie 2-3, 4-0, 8-0 gewonnen. Auch mal dreckig 2-1 und sowas, auch mal mit ein bisschen Glück. Aber sie haben die Ergebnisse gefahren. Ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Und von daher war das für mich klar, dass wir mit dieser Form, die wir haben, nicht nochmal die Chance bekommen werden, überhaupt da oben dran zu schnuppern. Dass uns Dortmund bzw. Bochum dann diese Chance liefert, ja, dann ist das so. Ne? Wie gesagt, was nicht heißt, dass wir schon Meister sind. Also sehe ich nicht. Wir haben den Vorteil jetzt, klar, den Dortmund eine Woche vorher hatte. Es wird super spannend bleiben. Und eine Prognose kann ich persönlich nicht abgeben. Vielleicht zu dem anderen Thema noch, verdient oder nicht verdient, deutscher Meister, ob Bayern oder Dortmund. Der am Ende nach 34 Spieltagen oben steht, ist verdient deutscher Meister. Punkt. Wer das irgendwie anders sieht, ja, weiß ich nicht. Der hat ein komisches Bild von Fußball. Ja, ich finde diese Aussagen schwierig. Ja, aber wir Bayern waren ja schon 9 Punkte weg. Wenn Dortmund jetzt Meister wird, ist das aber komplett unverdient. What the fuck? Wo wäre das unverdient? Alter, wenn wir 9 Punkte nicht über die Linie bringen, dann ist man verdient kein Meister. Ja, da muss man doch nicht rumdiskutieren. Nach 34 Spieltagen ist die konstanteste Mannschaft in diesen 34 Spieltagen Erster und damit Deutscher Meister. Und damit verdient Deutscher Meister. Da gibt es nichts zu diskutieren, meiner Meinung nach. Schön wäre natürlich gewesen, hätte Union Berlin gewonnen gegen Leverkusen. Ich würde es natürlich den Unionern am meisten gönnen. Ja, unsere Mannschaft dies Jahr, wenn man nur rein von der Leistung geht, hätten wir es definitiv nicht verdient, Deutscher Meister zu werden. Wenn man dann aber Dortmund dabei nimmt, ja, ich denke, das Bochum-Spiel hat da viel gezeigt. Wir haben es dann vielleicht auch irgendwo nicht verdient und ja, dann hört's auf. Ja, sieht man halt einfach auch mal, wie schwach die Bundesliga ist, ja. Um da vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Wir spielen die schlechteste Saison seit langem. Ich weiß nicht, wie es bei Dortmund aussieht, ob das so der normale Punkteschnitt ist oder nicht. Aber selbst Dortmund konnte es bisher nicht nutzen. Vielleicht nutzen sie es, vielleicht werden sie Deutscher Meister, kann gut sein. Und nochmal, es ist dann auch verdient, auch wenn ich jetzt sage, so von der Leistung her haben wir es nicht verdient, hätte es Dortmund vielleicht auch nicht verdient, wenn man noch nicht mal mehr in Bochum gewinnt. Wenn man die Chance dazu hat, wo es um die deutsche Meisterschaft geht, schwierig. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie das gemeint ist, ja. Und dann hast du dahinter Union Berlin und Freiburg, ja, und Leipzig. Dass Union und Freiburg überperformen, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Und das in so einer Saison, ja, wo, wie ich schon sagte, wir 9 Punkte Vorsprung hatten und sie klaglos verspielt haben. Ja, schwierig. Natürlich freue ich mich, wenn wir Deutscher Meister wären. Ja, ist ja wohl keine Frage. Natürlich allein schon, weil es das 11. Mal in Folge wäre, was absoluter Rekord wäre. Und wenn es jetzt irgendwie am letzten Spieltag entschieden wird, ist doch mega, Alter. Ja, da gehst du nochmal richtigen Adrenalinschub durch den Körper und hätte ich Bock drauf. Wenn wir es aber am Ende nicht werden, müssen wir uns nicht beschweren. Ja, weil wir einfach die Rückrunde wirklich... Ich weiß nicht, haben wir ein gutes Spiel gesehen? Das Spiel gegen Dortmund vielleicht. Ansonsten fällt es mir schwer, wo ich sage, wir haben mal wirklich ein Spiel gezeigt, was überzeugend ist. Seitdem Tuchel da ist, nicht eins. Nicht ein Spiel in der Bundesliga, wo ich sage, jawohl, da waren wir aber wirklich überzeugend. Auch gegen Hertha waren wir nicht wirklich überzeugend. Da musst du auch mehr machen eigentlich.
Wie gesagt, die Dortmunder Leistung kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was ich so von den Dortmundern höre oder lese von den Fans. Ja, da ist ja die Meinung ein bisschen geteilter. Keine Ahnung, möchte ich mir keine Meinung zu bilden. Ich denke, für die Bundesliga ist es gut, dass es so ein Jahr gibt, ja, wo alles möglich ist. Wie gesagt, schade, dass nicht noch eine dritte oder vierte Mannschaft dabei ist, die da noch mit eingreifen kann. Aber da sieht man halt einfach, ja, es gibt Bayern, es gibt Dortmund, dann kommt lange Zeit nichts. Leipzig ist aktuell so auf den Weg, so auf die Stufe an Dortmund dran. Vielleicht werden sie nächstes Jahr auf dieser Stufe mitgehen oder vielleicht überperformen sie auch mal, dann könnte es für uns auch gefährlich werden. Überperformt Dortmund kann es für uns auch mal gefährlich werden. Das große Problem ist halt einfach immer bei Dortmund oder auch bei Leipzig. Ja, wenn da eine wirkliche richtige Granate ist, die man billig eingekauft hat, die man dann 2-3 Jahre hochgepusht hat, dass die Spieler einfach wechseln. Ja? Und dass diese Vereine ja dann lieber die Kohle mitnehmen, als zu sagen, wir gehen den nächsten Step Richtung Spitzenverein. Obwohl Dortmund das von den Fans her, von den Einnahmen, die sie kreieren, natürlich sind sie nicht ganz auf unserem Level, aber sie könnten halt dahin kommen. Ja, aber dann müsste man halt, so wie sie es damals gemacht haben, müsste man natürlich auch ein bisschen was riskieren und die Gehaltsobergrenzen höher setzen und so weiter, was der Niebaum ja damals gemacht war, der Niebaum, oder? Wo sie es dann überstrapaziert haben mit dem Hitzfeld und so weiter, wo sie dann kurz vor dem Bankrott waren. Von daher verstehe ich schon, dass Dortmund das aktuell sich nicht traut. Und von daher wird das so sein, wie es ist. Ja. Ja, die Dortmunder werden mal ein gutes Jahr haben, werden vielleicht auch mal ein Jahr überperformen, werden dann auch mal wieder Meister werden. Aber ansonsten ist Dortmund leider Gottes mittlerweile ein Ausbildungsverein geworden. Zwar auf einem hohen Level, keine Frage, aber wir haben es gesehen, der Haaland geht, dann der nächste wird der Bellingham sein. Jeder, der da in Dortmund 2-3 Jahre überperformt, der sich entwickelt, wird gehen, wohin auch immer, ob nach uns, ob nach Real, ob nach Barcelona, ob nach England, scheißegal, die Spieler werden wechseln. Ja, klar wird Dortmund dadurch gutes Geld machen, kann sich wieder die nächsten Top-Talente holen, auch wenn die ein bisschen Geld kosten. Das ist der Lauf der Dinge. Und so ist es in Leipzig aktuell auch noch, ja, auch wenn da natürlich eine Menge mehr Geld drin steckt, aber auch da. So, wir haben den Upa dort geholt. Sabitzer ist gegangen, einfach, ja, weil es da die Titelchance gegeben ist. Deswegen gehen noch die Spieler. Deswegen gehen die Spieler auch von Dortmund. Weil sie in Dortmund einfach keinerlei Titelchancen haben. Welche Titelchancen haben sie in Dortmund? Ja, sie können mal einen DFB-Pokal gewinnen. Champions League meilenweit weg. Meisterschaft in der Regel auch meilenweit weg. Mal abgesehen von diesem Jahr, weil wir so extrem schwächeln. So dasselbe in Leipzig. Ja, so wenn dann ein Verein kommt, der international um Titel spielt, der auch national um die Meisterschaft spielt, ja, ist doch klar, dass die Spieler gehen. Du willst doch nicht irgendwie 10 Jahre bei einem Verein verbringen, wo du maximal einen Pokal gewinnen kannst. Wer möchte das? Ja. Also welcher Top-Star möchte das? Ja, ein durchschnittlicher Spieler, natürlich ist er froh, wenn er bei so einem Verein spielt und ein bisschen Geld verdient. Da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Aber so, das ist so das Problem, ne, was ich sehe. Ja, und das Problem, um das mal rund zu machen, ist kein Bayern-Problem. Das ist nicht unser Problem. Ja, wenn die Vereine nicht wollen, sich nicht trauen, ist das nicht unser Problem. Das ist das Problem der Vereine. Ja. Man kann halt leider, man sieht es ja bei uns, man kann in der heutigen Fußballwelt nicht sagen, so ja, wir haben hier ein Limit von 10 Millionen, was wir an Gehälter zahlen. Dann hat man halt auch diese Spielerqualität auf diesem Level. Punkt. Dann hast du so einen Bellingham oder vorher einen Haaland, der da 2 Jahre für das Geld spielt, dann wechselt, wo er das Doppelte verdient. Ja. Wo er dann auch um Titel spielt. Guckt euch die Dortmunder Mannschaft an, guckt euch die letzten 4 Jahre an, was verkauft wurde, stellt euch vor, die Spieler wären noch alle da. Dann denke ich, wäre Dortmund auch ein Konkurrent in der Bundesliga gegenüber uns. Ja. Und dann natürlich auch gleichzeitig in der Champions League. So, aber die Eier haben sie aktuell nicht. Was man irgendwo nachvollziehen kann, aber irgendwo auch nicht. Weil mittlerweile sollte Dortmund genug Erlöse erwirtschaftet haben von Spielerverkäufen, um Geld zu haben, um schuldenfrei zu sein und dann auch, Dortmund sollte auch genug Einnahmen
generieren allein durch Zuschauer, aber die spielen jedes Jahr Champions League. Die haben auch nicht viel weniger Einnahmen aus Champions League und Zuschauer wahrscheinlich sogar mehr wie wir, so dass sie auch ähnliche Gehälter zahlen könnten. Ja. Jetzt nicht ganz vom Sponsoring her und so weiter, aber wenn man dann zum Beispiel diese Stars in den Reihen hätte, wie ein Haaland, wie ein Bellingham, wie ein, wie heißt der da dingend nach Barca gegangen ist, wenn man die alle gehalten hätte, dann hätte man ja auch ein ganz anderen Fokus auf diese Mannschaft. Ja, wenn da so eine Granaten spielen, hast du einen ganz anderen Fokus und hast natürlich auch eine ganz andere Attraktivität für Sponsoren. Ja. So, das hängt halt alles miteinander zusammen. So, aber in Dortmund traut man sich diesen Schritt nicht zu. Was okay ist, aus den Erfahrungen, die man in den letzten Jahrzehnten vielleicht gemacht hat. So, und solange Dortmund sich das nicht zutraut, wird Dortmund nie auf dieses Level kommen. Wird uns nie gefährlich werden. Ja, sie werden uns gefährlich werden, wenn wir mal ein schlechtes Jahr haben. Was wir dieses Jahr haben, was wir davor auch schon mal viele Schwankungen hatten. Und wenn die Dortmunder dieses Jahr kein Meister werden, ja, ganz ehrlich, dann wird's schwierig, ja. Weil bei uns wird es knallen. Es wird nächste Saison knallen. Es wird alles auf den Kopf gestellt werden. Und ich glaube nicht, dass es nochmal so eine Hardcore-Schwächephase geben wird, wie wir es dieses Jahr hatten. Ja, es könnte sein, dass das nächste Jahr auch noch schwierig wird, wenn es wirklich viele Ab- und Zugänge geben sollte. Alles gut, könnte passieren. Aber danach wird das so schnell nicht wieder passieren. Ja. Von daher, ja, schwierig. Mal ein kleiner Recap zum Thema Dortmund und Leipzig schließe ich damit ein. Wie gesagt, bei Leipzig sehe ich eher das Problem, ja, wer ist Leipzig? Nichts gegen Leipzig, aber wer ist Leipzig? Die haben keinerlei Tradition, dass man sagt, ja, oh, Leipzig hat dabei, war hier schon 6-mal deutscher Meister, war hier das, und das gibt es einfach nicht. Leipzig kann Spieler nur mit Geld halten, mit nichts anderem. Ne? Sehe ich nicht. Weil Leipzig wird auch die nächsten 2-3 Jahre nicht um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ja, die gewinnen Pokal, ja, alles gut. Die spielen Champions League mit ein bisschen Glück, wird man sehen. Aber wenn ihr euch die Tabelle anguckt, aktuell performen die auf dem Level von Union Berlin und Freiburg. So, also die haben noch ein bisschen Entwicklung vor sich, ja. Klar, da wäre das Geld da, aber auch da geht es dann darum, da musst du halt die Spieler halten, ja, die überperformen. Und das tun sie ja auch nicht, aktuell zumindestens. Und dann wird's halt schwer, ja. So, wir sind dann halt einfach nochmal eine andere Liga, das muss man einfach so sagen. Und ja, das ist meine Meinung zu Dortmund, zu Leipzig. Wie gesagt, Dortmund hat dieses Jahr die Riesenchance. Ich glaube nicht, dass wir die letzten 4 Spiele gewinnen werden. Also wenn Dortmund die letzten 4 Spiele gewinnen sollte, denke ich, dass sie deutscher Meister werden. So, klar, ich wünsche mir, dass wir jedes Spiel gewinnen. Ich werde auch Aberglauben, technisch und so weiter alles dafür tun, dass wir das tun. Aber wenn ich unsere Leistung der letzten Wochen, Monate sehe, glaube ich nicht, dass wir die letzten 4 Spiele gewinnen. Ich würde es mir wünschen, natürlich, ja, keine Frage. Ich setze mich nicht hin und sage, ich gönne Dortmund die Meisterschaft. Ja, Leute, was ist los? Ich bin FC Bayern-Fan durch und durch. Da gönne ich doch nicht den Dortmund die Meisterschaft. Wäre jetzt Union dahinter, Union habe ich ein paar Sympathien über, würde ich sagen, ja, wir haben so eine schlechte Saison gespielt, würde ich den Unionern gönnen. Aber ist nicht, es ist Dortmund, Alter. So, und Dortmund gönnt man keine Meisterschaft. Wenn sie gewinnen, verdient, ja, alles gut. Kann ich das anerkennen, habe ich gar kein Problem mit, ja. Aber ich setze mich nicht hin und sage, ich gönne den Dortmundern die Meisterschaft. Bitte. Wir müssen auch mal auf dem Boden bleiben, wa? Um das mal klar zu sagen. Logisch, wenn sie gewinnen, bin ich der Erste, der gratuliert. Wir waren wirklich nicht gut in der Rückrunde. da gibt's dann auch gar nichts, worüber wir uns beschweren müssen, ja. Das muss man dann akzeptieren, weil es wäre dann wirklich verdient. In meinen Augen, weil wir haben einfach unterperformt über Wochen. Gut, damit schließe ich dieses Video. Ein bisschen anderes Taktikfuchs-Video mit noch halbem Talk dabei. Das ist meine Meinung. Wer sich das hier reingeballert hat,
liebe Grüße gehen raus, auch an alle Dortmunder, auch an alle Leipziger. Es wird eine spannende Endspurt zwischen Dortmund und Bayern. Hoffe ich zumindestens. Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wir gewinnen in Bremen, Dortmund verliert zu Hause gegen Wolfsburg. Dann wären es 4 Punkte. Ja, dann wäre das Thema durch. Ja, das glaube ich schon, dass wir das dann über die Bühne schaukeln würden. Wünschen tue ich es mir nicht, sage ich euch auch ganz ehrlich. Ich fände es geil, wenn es bis auf den letzten Spieltag herauslaufen würde. Hätte auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Feeling. So, und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Bis dann, tschüssi.